lästige Treppensteigen. Hallo, ne? Wie sieht denn das aus, wenn du keine Zeit hast, wenn du schnell die Treppe runterläufst? Dann rase ich runter, dann nehme ich immer 2 Stufen auf einmal. Und ist das cool? Sieht das cool aus? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Zeig mir mal bitte. Ja? Ja? Ich guck mir das mal an. Schnell oder langsam, kleine oder große Schritte. Der Normalo eiert meist die Treppe runter. Doch diese Dampfwalzenmethode ist Checker unwürdig. Ja, also heute die Polter, ne? Also, ja, ich zeig dir mal eine Methode. Da geht's eigentlich auch. Also, einen Schritt nach vorne und... Oh. Das ist cool, ne? Holter die Polter ist out. In ist der Stairslide, der Treppenrutscher. Jan gleitet die Treppen herunter. Wow! Das geht auch flott. Das ist beeindruckend. Und jetzt zum Mitmachen. Jan tritt mit beiden Füßen über die Stufenkante. Den rechten Fuß nach außen drehen. Leicht in die Knie gehen und den linken Fuß nach vorne ausstrecken und halten. Zum Starten verlagert Jan sein Gewicht nach vorne. Schon kommt er in Fahrt. Entscheidend ist, Jan berührt nur die Kanten der Stufen. Er rutscht herunter wie auf einem Ski. Fertig ist der Stairslide, der Treppenrutscher. Mehr Checker geht nicht. Du bist jetzt der Nächste, der das probiert. Sag mal den linken Fuß nach vorne, mach den mal frei. Und dann lass dich so... Ja, genau. Das ist das Prinzip, ja? Ich probier's gleich nochmal, ne? Der Wille zum Checker sein. Erste Voraussetzung. Bisschen jung rauslaufen. Aber das war's im Prinzip. Prinzip verstanden. Das ist schon große Checkerschule. Anfänger sollten langsam anfangen und das Treppengeländer als Stütze nehmen. Noch ein Tipp. Glatte Schuhsohlen ohne Absätze sind ein Muss. Aber mit ein wenig